3 Tage standen in Mühldorf ganz im Zeichen des Basses. Nach dem erfolgreichen Start der Bayerischen Basstage im vergangenen Jahr fand jetzt die 2. Auflage statt. Und die stand ganz im Zeichen des internationalen musikalischen und interkulturellen Austausches. 8 Dozenten und 30 Teilnehmer, darunter viele Jugendliche, waren nach Mühldorf gekommen. Bass kann so klingen. Oder auch so. Und das lässt auf eine breitere Variationsmöglichkeit in puncto Bass schließen, als man normalerweise auf dem Schirm hat. Klaus Freudenstein, Organisator der 2. Bayerischen Basstage in Mühldorf, über die Veranstaltung. Bei den Basstagen geht es in der Hauptsache darum, zu zeigen, was das überhaupt für ein Instrument ist, der Kontrabass. Musiker aus verschiedenen Ländern und Kulturen hier zusammenzubringen, die sich miteinander austauschen, zum einen, und zum anderen das auch an die jungen Spieler weitergeben. Das ist mein großes Anliegen natürlich, dass nicht nur Studenten jetzt, die an den Hochschulen schon studieren, das machen, sondern dass gerade bei uns herum gibt es ja Gott sei Dank auch Laienmusiker, die einfach gerne Musik machen, und die sind auch besonders willkommen, genauso natürlich wie Kinder oder Jugendliche. Vor allem auch Jugendliche und Kinder wollte Freudenstein ansprechen. Das gelang ihm auch, denn viele der Teilnehmenden waren unter 20. Für Einsteiger und Kinder hat er ein ganz besonderes Rezept. Mein System, das ich mit den Kindern anwende, ich habe eben diese kleinen Minibässe und ich lasse die einfach gleich immer mitsingen. Zu den leeren gezupften Seiten singen die am Anfang einen Text dazu und dann hat man ein ganzes, komplettes Werk schon. Auch wenn es nur klein ist, aber es sind ja auch einfach Anfängerstücke, die man aber so schon vortragen kann. Das ist nicht nur einfach eine offene Seite, die jetzt klingt, sondern mit Text dazu ist das was, das man sofort präsentieren kann. Und so hört sich das bei den Jüngsten an. Egal, ob auf dem Kontrabass bzw. Minibass oder auch auf einem E-Bass. Und was sagen die Kinder dazu? Franz, Simon und Nepomuk. Naja, es ist halt eben laut, also tief, und es hört sich irgendwie gut an. Also ich spiele seit ungefähr 4 Jahren und mein Lehrer hat auch schon im Kindergarten mit den Kindern ein bisschen mit dem Bass gemacht. Und darum wollte ich dann unbedingt auf dem Kontrabass spielen. Wie viel übst du so pro Tag? Naja, vielleicht eine halbe Stunde. Du wolltest kein Kontrabass spielen? Na, weil mein Papa hat E-Bass gespielt, darum wollte ich auch E-Bass spielen. Die Auswahl an Kursen an den 3 Tagen war riesig. Von Einsteigerklassen, Gruppen- und Einzelunterricht bis hin zu Meister- und Jazzbasskursen war alles geboten. Bei Anay Villarreal aus Mexiko ging es im Workshop etwa um mexikanische Folklore und die Rolle des Kontrabass und wie er nach Mexiko gelangte. Andrew Lauer, E-Bassist, brachte den Interessierten die sogenannte Slapping-Technik nahe. Lauer spielt übrigens erst seit 10 Jahren E-Bass, gehört aber inzwischen zu einem der gefragtesten Bassisten. Auch wenn Klaus Freudenstein die beiden Basswelten zusammenbringt, sieht er vor allem für den Kontrabass noch vielfältige Möglichkeiten. Und der Kontrabass ist ja ein Instrument, der ist leider immer noch ein bisschen verstaubt und hat so eine sehr krustige, klassische Kruste. Aber der ist überhaupt nicht so. Also man kann mit dem in eigentlich jeder Musikrichtung sehr viel bewerkstelligen und es ist noch sehr viel möglich. Also das ist überhaupt noch nicht ausgereizt. Da geht noch ganz viel, vor allem eben in andere Stilistiken als in denen der schon ist. Am Abend gab es immer ein Konzert. Etwa Philipp Stubenrauch, einer der weltweit besten Kontrabassisten, Solokontrabassist beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, und die französische Pianistin Marina Pakowski und als kleines Kontrastprogramm danach Andrew Lauer auf dem E-Bass.
his face if you were faced with him.